Also, ganz ehrlich, Leute, so episch Kapitel 18 als Falle ja auch gedacht war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Leo verarscht uns hier, weil das, was uns gegen uns schickt, ist so erbärmlich, ganz ehrlich. Gut, wir haben hier noch Odin und hier Niles oder Nils, wie auch immer, und hier natürlich Leo selbst. Ach du Scheiße, noch weit, ey. Ist ja gerade erst jetzt. Leck mich am Arsch. Jo, was? Okay, Stufe 12 da. Relativ schwacher Wert dafür, wa? Ich meine, Rinka und Oboro zum Schwächen angreifen, nachher killen mit Michael. Und Takumi, die haben sowieso gefressen, die beiden. Meisterbogen natürlich gefährlich, und die haben Nosferatu, da gibt's es gar noch, geil. Nur für Dunkelmagier, ja. Ja, Pferdegeist. Ein beständiger Geist. Ein Pferd. Gut, vielleicht kann ich einen von denen noch einfangen, hä? Das erste Mal übrigens. Wenn bisher mit der Option Einfangen immer so ein bisschen unser Probleme. Aber anderes Thema. Ja. Nee, komm, sie, das hat so hohe Verteidigungswerte, kann hier ruhig mal seine Keule schwingen. Also, so hohe, gute, sagen wir es mal so. Der hält was aus. So, Gegner ran. Sag ich ja. Easy peasy. Kettenfaust. Ich wollte gerade sagen, Vorteil, natürlich nicht. Ja, wäre jetzt der Vorteil lieber gewesen, aber okay. Kettenfaust, du Scheiße. Boom! Das hat cool vorgeschwert, vor allem für Asura und Felicia. Oh, das war hohl. Ei, diese Schmerzen. Der muss Schmerzen haben, bis zum geht nicht mehr. Was? Nur 9? Und trifft nicht mal? Die ist ungesiert nicht mehr das, was wir waren. Ja. Ja, mit dem Sumpf wusste ich schon noch, wo es nicht mehr viel Schaden macht, und jetzt weiß es ja. Ist ja cool. So, lass mal gucken. Die kommen doch noch relativ weit. Ja, der Wesen. Ja, gut, da bringt die nicht viel, weil Leo natürlich, er könnte es auslösen, wie ja auch. Nur bringt es uns recht wenig, bis will sagen gar nichts. Von dem her. Wir sind alle bereits im Gebiet drin, aber keiner von ihnen greift uns an. Sehr interessant, sehr interessant. Aber egal. Ich will es langsam mit ihm verkuppeln hier, wa? Falls Leo doch noch angreift, muss ich jetzt einmal einen Drachenstein. Komme ich? Ja, gut. Ja, wie gesagt, mal ein paar Fangspunkte für unsere gute Felicia. Feliz Navidad. Nee, passt gar nicht. So. Für eine Gehaltserhöhung. Jo, warum nicht? Für das Level up. Was aber ein Punkt, hey. Respekt. Oh, ich singe immer noch, weil ich es kann. Ja, mir langsam die Ohren. Ich wollte sagen, die Augen. Die Ohren abfallen. Voll durch. Ja, den Felsen durch. Aber ist egal. Weg ist weg. Wenn wir schon mal mit dem Thema weg sind. Das ist ein bisschen doof. Vorschwächen ist nicht nötig, dann killt sie ihn direkt. Ja. Geh mal hier hoch und sie hier hin und dann kannst du ihn killen und dann sind wir halt zufrieden und können nach Hause gehen. Ja, sorry, also wenn Leo hier nichts mehr auszubieten hat, dann ist das Kapitel gleich vorbei. Bei aller Bruderliebe, aber das, was ihr gerade aufbietet, ist ein bisschen schwächlich. Resistenz natürlich schon geil kennen, ein bisschen mehr Verteidigung und auch liebend gerne bei dir.
Naja. Man kann nicht alles haben, wa? So, wie sieht es hier aus? Was treibt ihr eigentlich da? So, geh in den Wald. Der Wald ist nicht genug. So, hier mal eine Truppe. Ja. Wegen 3 Punkte, ja gut, warum nicht? Kleinvieh macht immer noch Mist. So, ja, ich bin da echt gerade ein bisschen... für den Fall, dass noch irgendwas kommt, schicke ich mal die 3 hier rüber. Jo, aber ansonsten bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ernsthaft? 3 neue. Das ist alles, was mir schickt? 3 neue? Meine Fresse, ey. Ja, also, ich weiß ja auch nicht, hey. Das Kapitel scheint einfacher und einfacher zu werden, oder ich bin einfach zu stark. Das ist eine andere Variante, die ich allerdings ein bisschen anzweifeln möchte. Einfach nur, just for fun. Ja, das wäre doch besser, wenn Rinke das macht. Große Keule, 60%. Crit-Chance. Jo, das sagt sie. Jo, Toast. Ah, wenn die echt 2-mal kritten würde. 64 Damage. Ey, die sind alle weg, die Gegner. Die kannst du auf den Teller aufkratzen. Nichts mehr übrig. Er ist genauso 41 Crit-Chance. Und sie kommt hinterher wieder mit 60. Ich wollte gerade sagen Doppel-Crit, aber geht gar nicht. Ja, was auch sonst. Also, falls ich Leon nicht rekrutieren kann, also nicht einfangen kann, was ich eigentlich glaube, wäre sonst ein bisschen seltsame Story, dann denke ich mal, wird Takumi ihn erledigen. Ja, ich weiß, im Prinzip ich müsste, oder? Von wegen Bruder und so weiter, aber nö. Kein Bock drauf. Bruderliebe kenne ich nicht. Dann gehe ich doch mal langsam. Ich meine, so Brunhilde können schon lange angreifen. Worauf wartet ihr überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier nach vorne. Mach hier mal Support. Sie genauso und hoffe auf schönes Wetter. Nun gut, hier haben wir 2 neue. Besten Mund ist natürlich episch. Obwohl ich lieber gerne ein bisschen Stein Plus hätte. Genauso wie ein Drachenstein Plus für mich selbst, aber okay. Heute sind irgendwie alle in Crit-Laune, kann das sein? Jeder will hier kritten. Du willst auch noch Sakura? Sakura. Dafür, dass sie keine offensive Einheit war und relativ viel... Oh, mittlerweile jetzt relativ viel stärker. Trotzdem, ist eigentlich nicht die beste offensive Einheit. Macht aber einen guten Job. Deine Axtkumpel, die muss man unbedingt noch trainieren. Da mit der Bronzekeule noch gar nicht zufrieden, Alter. Das muss besser werden. Ja. Voll die Beine gebrochen. Warum auch nicht? Er kann es ja. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie gerade ein bisschen wenig gewesen. So, ihr seid also der Dorn im Auge meines Herrn, richtig? Nun gut, ihr will auch tot sehen. Wer bin ich, ihm damit zu widersprechen? Kann ich ihm nicht fassen. Wir waren die Brüder. Ah ja, das Leinstein im Gesicht gut. Weißt du, was passiert, wenn ihr ein paar mehr Löcher habt? Du bist krank! Oh, bitte, das ist Krieg, das ist mein Handwerk und da bin ich gut. Ich versuche halt möglichst schmerzfrei sterben zu lassen, in Ordnung, hey. Versuch's. Viel Spaß dabei. Wow.
Okay, ich habe nichts gesagt, jetzt wird es doch langsam ein bisschen nerviger. Das könnte Leo immer noch grandios angreifen. Ich schicke langsam Orochi nach vorne, um muss irgendwie Nils abfangen, wa? Niles. Ich komme immer auf Nils. Der spritzt sicher Niles aus oder kill ich ihn direkt. Und der hier. Glorreiche 7, vielleicht treffen wir die ersten 7 Züge. Ups. Wobei, die ersten 7 sind fast schon vorbei. Was hat hier noch alles? Vergeltung. Kochendes Blut. Ja, können wir ein bisschen im Prinzip schon. Lebenssaug. Ach du Scheiße. Herzsucher. Okay. Boshafte Aura. So sieht es da aus. Pragmatisch. Das passt erst recht zu ihm. Täusch mir aber gerade irgendwie keine Einheit übrig. Na, egal. Ich habe relativ viel. Ganz kurz mal gucken, Leute, mal so. Wie kann das sein, dass der keinen Schaden macht? Alter! Das ist der Endboss, macht ja keinen Damage. Was ist das Spiel kaputt? Gut, ich weiß, es ist unser Falkenried drin, sehr viel Resistenz, das muss ja so sein, aber das ist gerade ein bisschen. Okay, ich komme langsam aber sicher in eine kleine, brenzlige Situation. Die Frage ist mal, den kann ich ja gefangen halten hier, der kommt sowieso nicht weg, genau. Also mal den angreifen, dann kann Sakura ihn killen. Ich überlege gerade, weil sie hatte im Prinzip noch ihre magischen Stäbe. Also Stäbe, magisch, die ein bisschen stärker sind, natürlich. Gut, er hat keinen Bock drauf zu teilen. Von mir aus, macht es alleine. Ja, eben, sie hat dann noch Falle. Da überlege ich mir halt den Einfangen, wa? Quasi transportiere ich sie hier hin, mache Einfangen, zack, der Typ kommt hier hin. Und sie so, Kuckuck, könnt ihr fangen? Nö, okay, tschüss. Hat so noch relativ viel Resistenz, wenn ich mal hier vorne weg, weil ich habe keine Ahnung, was der macht. Der ist gerade ein bisschen doof da vorne. Versuch's mal, was? Erst Mal übrigens. Nein, bitte, das ist scheiße. Da geht ihm noch nicht, der kriegt einen Anfall. Ja, nicht gut, aber okay, muss irgendwie gehen, dann, oh, bin ich jetzt da im Echt? Ja. Zumindest in der Theorie. Ich habe keinen Bock drauf zu gehen, also machen wir es so. Natürlich. Ich sage, es ist der Crit-Part. Sogar Scarlet, die sonst nie crittet, aber diesmal mit 7% crittet, was sie sonst mit 20% nie tut. Mann! Ich könnte ausrasten, das heißt, könnte, ich tue es ja schon. Goro, bitte killen, dann bin ich froh und happy. Ja, ja, du kannst looken, dass du gewinnst. Das ist natürlich korrekt. Überlege. Warum kann man auf keinen grünen Zweig? Ich meine, angreifen hier ist geil, keine Frage. Macht Damage, ein One-Hit-Kill, nö. Wenn ich sie ja zurückhole, dann natürlich schon. Es tut allerdings auch weh. Ich habe irgendwie ein leises Problem, kann das sein? Gut, nachher erstmal hier Silas zurück. Natürlich doppelt er mit nix, ist ja logisch. Wieso soll er auch doppeln? Warum auch? Ich meine, hey, ihr reitet zwar am Pferd, aber das ist nur zum Angucken da, nur zum Draufreiten und so etwas. Nö. So. Hat mich Leo ein bisschen verarscht. Natürlich haben wir noch Asura in der Hinterhand, zum nochmal angreifen und so weiter. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie total in der Scheiße wäre, aber ich bin irgendwie total in der Scheiße.
Sehr gut, dann genau das, was sie brauchte. Der kommt da sowieso nicht raus. Warum also nicht mit Takumi den direkt... nee, während zum Einfangen war. Ja, Moment, das muss ich langsam mal ein bisschen logisch überlegen. Ich weiß, er kriegt viel Damage, aber er hält ja ziemlich viel aus, der Gute. Wenn ich hier mal ein bisschen dezimieren kann, wäre ich schon mal froh drum. Wenn ich es dann noch so mache, mit Ryoma jetzt mal zur Abwechslung, ist der auch schon weg. Natürlich, wie auch immer. Theoretisch noch 2 Level und dann ist die Frage, zurückstufen, nochmal trainieren und was kann er machen mit ihr? Das werden wir erfahren, aber nicht mehr in der heutigen Episode, ziemlich sicher. Ja, Yato macht ziemlich viel Damage, erstaunlicherweise. Mit in der Schusslinie, toll. Ja. Das eben muss ich jetzt mal gucken. Nehme ich sie und lasse sie hier zackebums oder... Also sicher, sie braucht für ihn... Ja, Silber-Yumi, Meisterbogen, na klar, aber... Das ist natürlich scheiße wegen der Verteidigung, da bringt überhaupt nichts. Leute ja besser hinstellen war, kann ich sie... Ja, ich komme eigentlich mit ihr. Bis sie unten hin war, dann sie nochmal irgendwie, ja, irgendwo hin und dann können sie irgendwie... Was sie fehlt, 6. Könnte ich schon mal den noch platt machen. Weil Dio, ganz ehrlich, na klar ist er stark und so. Und wir doch gegen sie nichts reißen können. Niemals im Leben. So. Demur, mich wieder einen Krinkel gerne hier unten hin parkieren, weil sie relativ viel aushält. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Bruder-Action wieder mal. Weil ich es eben kann. So, natürlich, jetzt ist der hier noch ein bisschen doof. Da kann ich theoretisch noch mit ihm nachlegen. Problem ist nur, wenn ich dann das irgendwie hier hinpackiere, ist natürlich der wieder am Weg. Also, wie man es dreht, wie man es wendet, es ist... Gut, er macht 13 Damage, ja. Falls er trifft, dann ist natürlich dann... Ja, dann ist es sowieso doof. Oder wenn ich es irgendwie hier hinpacke. Jetzt habe ich ein bisschen Schutz von Takumi, da würde natürlich auch gehen. Oder auch gehe ganz safe und schicke sie hier hin. Dann hat allerdings sie keinen Schutz mehr. Und sie macht weniger Verteidigung. So ein bisschen mehr Glück. Mehr Glück als Verstand in diesem Sinne. Oder eben sie halt hier hinpackieren, weil offenbar gar keiner hinkommt, warum auch immer. Und dann Kagero, kannst du von mir aus auch hier hin, den killen, zack. Dann wäre Asura soweit geschützt, aber halt Felicia nicht. Obwohl eben, sie müssen eigentlich noch viel aushalten. Hoffe ich zumindest. Und natürlich, ich lasse sie unten total außer Acht, weil er offenbar sowieso irgendwie keiner ist, der etwas kann. Schick Rinka hier hin, da sie sowieso ziemlich viel ja, die macht, die kann was. Das ist Level 3. Yo. Richtig geraten. Ja, gut. Nee, schlecht. Scheiße, was soll das? Natürlich jetzt auch der ein Problem, weil der gefällt mir gar nicht. Der macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Ein bisschen ist gut. Man sieht's, wie man's dreht und wendet. Es geht einfach nicht auf.
Immerhin 6 Felder marschieren, da muss man natürlich auch schon ausnutzen. Okay, was mache ich jetzt hier oben? Ja, das war abzusehen. Sie hierhin den killen, bin ich schon mal ein bisschen glücklicher. Also entweder war das eine total geniale Strategie von mir, oder aber ich habe einfach nur wahnsinnig Glück und überlebe alles. Oder Leo wird mir gerade gehörig die Fresse polieren. Er fehlt noch. So, natürlich. Der Trottel vom Dienst. Das war natürlich grandios, intelligent von mir. Nee, es war doof. Ich dachte, ich hätte vielleicht hier irgendwo noch etwas zum Abdecken, aber natürlich nicht. Ich habe hier nur scheiß Moor. Gut, ich habe hier noch Ebene, toll. So, was macht Leo jetzt? Damit war abzusehen, dass da irgendwas kommen mag, das Wehtun und Rauch. Dass sie sauer und dass sie sauer ist und krittet, das war irgendwie auch klaro. Klaro Maro. Das freut mich für dich. Jo. 2 Schaden. Daneben, toll. Yato! Yato! Tomato! Kettenfaust! Die alle sprengen, daneben! Doppelschuriken und zack. Bisher geht meine Strategie auf. Daneben. Wie er einfach nur grölen kann. Oh, scheiße. Nightail-Style. Jo, würde auch sagen, Problem gelöst. Du hast aber da ein nettes Gesicht. Es wäre eine Schande, wenn es jemand aufschlitzen würde, nicht? Lass uns ein bisschen Spaß haben, ja? Ich schlitze zum Leben gern mit Pfeilen! So ein Arsch, ey. What? Ich hoffe, du magst die Dunkelheit, werde ich daran ertränken. Wieso? Natürlich macht der Creme 5%! Wieso macht er so viel Damage und so viel Resistenz? Ja, bis nachher. Scheiß, die waren voll. Leo, was treibst du da? Alter. Leo? Du warst längst mein Bruder. Jetzt mach jetzt zu meiner Schwester. Was? Ich habe die Option einfangen nicht. Ja, leg mich am Arsch. Jo, ihr habt so gewollt. Jetzt kriegt ihr auf die Schnauze. Und zwar auf die elegante Art und Weise. Leo, wieso hat er einen Kampf mit Rinkel hinter sich? Warum sind seine Werte nicht unten? Was ist denn jetzt kaputt? Na, warte du. Doppelnaginata, weil es so schmeckt. Mit einem schönen Crit. Hasta la vista. Das nenne ich einen Aufschlitzer. Arsch mit Ohren, ey. Rinka, warum musst du sterben? Silberjumi halten, brauche ich nicht, dankeschön. Leo, wir zwei haben was zu klären, Kumpel. Oh,
Immerhin keine Crit-Chance, das ist schon mal etwas. Wer auf doof grinst so. Du bist ein Arsch. Ja. Tigergeist. Erst irgendwie geht er mir ziemlich auf den Senkel, kann das sein? Jo, würde ich sagen, machen wir einen Bruder Power. Du hast bisher geschafft. Das bedeutet wohl, dass ich dich mit meinen eigenen Händen töten muss. Leo, sei ehrlich, hast du wirklich ernst gemeint, was du vorhin gesagt hast? Hast du mich immer gehasst? Denn ich habe dich immer geliebt. Es hat keinen Sinn, das zu beantworten. Nun ist alles vorbei. Leo. Mein Bruder! Dragon Rage. Wow. 3 Schaden. Brünnhilde. Ja, ein bisschen heilen wäre jetzt ganz nice. Möge das Herbstfest dich erleuchten, mein Gebieter, Milord. So. Takumi. Erledige ihn. Er hat es gewagt, unsere Rinke abzuschlitzen, wegzubrennen, wie auch immer. Jetzt ist er dran. Nein, so kann ich nicht sterben. Ich muss mich dann noch beweisen. Du hast genug bewiesen, sag ich schon, bewiesen. Und zwar, dass du ein Arsch bist. Zumindest hier bei Vermächtnis. Vielleicht bist du ein Herrschaft ganz nett und bei Offenbarung sowieso. Ups. Ich habe das Kapitel noch richtig durchgelesen, ihr Arsch. Mann, ich wollte ihn noch mitnehmen. Okay, mein Fehler. Ja, Mann, es geht immer darum, alle Gegner Platz zu machen, als plötzlich nur besiege Leo. Na los, tu, was du tun musst. Nein, akzeptiere eine Niederlage und wir können das gemeinsam beenden. Verstehst du es nicht? Das wird erst enden, wenn einer von uns tot ist. Nein, das kann ich nicht glauben. Es gab ursprünglich noch keinen Grund für unser Königreich einen Krieg zu führen. Das ist das Werk von Vater Leo. Er hat uns alle getäuscht. Du warst schon immer naiv. Das ist Krieg, das ist Leben und Tod. Nur die Starken überleben. Wenn nur sich beugt, verlieren wir alles. Unser Land und unsere Leute. Unsere Kultur und unser Erbe, unsere Familien, sogar unsere Leben. Ich lasse nicht zu, dass Hoshido uns noch mehr wegnimmt. Ich beuge mich nicht. Bin ich derjenige, der naiv ist? Oder du? Blind gegenüber Garens Machtgier. Tja, als wir Hoshido nie für ihren eigenen Nutzen getötet hätten. Sie würden eine Kette in einem Zuge durchschneiden, würde sie ihnen dienen. Das ist nicht wahr. Von dem Moment an, als er in Hoshido ankam und behandelt als gehörte ich dorthin. Dasselbe gilt für Asura. König Garen ist machtbesessen und muss aufgehalten werden. Hm? Ich hasse das zu tun, aber... Rühr dich nicht vom Fleck, Leo. Sonst bin ich gezwungen, dich zu töten. Ich zweifle nicht daran, dass du fähig wärst, mich zu töten und mich zu verletzen. Na los, töte mich. Benny ist im Kampf, so wie du es wünschst. Wie du willst. Worauf wartest du? Ich bin nicht hilflos, ich bin in dieser Position. Ich kann dich jetzt zwar mit einem Zauber töten. Du bist am Zug. Nein. Warum? Was stimmt nicht mit dir? Mit mir? Was stimmt nicht mit dir? Warum hast du den Zauber noch nicht gewirkt? Weil... Leo, ich kenne dich. Wir wuchsen gemeinsam auf. Du hast ein gutes Herz. Halt den Mund! Nein, jetzt hör mal zu. Ich sag, du sollst den Mund halten. Du weißt gar nicht so um mich. Wir sind eine Familie, Leo. Ungeachtet meiner Blutlinie werde ich dich immer als kleinen Bruder ansehen. Ich werde dich niemals aufgeben. Du sagtest, du wolltest mich töten. Aber ich bin immer noch hier. Wenn du es wirklich wolltest, hättest du es schon längst getan. Scheiße, mal voll durchschaut. Ich glaube an das Band zwischen uns, Leo. Ich musste glauben, dass du mich nicht töten würdest. Als jemand, der nur verriet, steht es mir wohl nicht zu, das zu sagen.
Aber ich will nicht gegen dich, anderen Nuren oder meine Familie kämpfen. Ich liebe dich immer noch, Bruder. Das wird sich niemals ändern. Scheiße, ey. I'm sorry. Es tut mir leid, Bruder. Ich hab dich angelogen. Ist schon in Ordnung. Never hated you. Ich hab dich nie gehasst. Niemals. Ich war manchmal eifersüchtig, ja. Du warst immer Sanders Liebling. Und Camilla singen immer so an dir. Ich verstehe. Du musst nicht mehr sagen. Aber Leo, bitte. Bitte schließ dich uns an, Bruder. Hilf uns diesem Krieg ein Ende zu bereiten. Du bittest mich, meinen Vater zu verraten und Sander und alle anderen. Wie könnte ich? Ich kann meinen Geschwistern nicht wehtun. Ich kann nicht. Das kannst nur du beantworten. Ich gebe zu, es ist eine schwierige Entscheidung. Finde deine eigenen Gründe, dich uns anzuschließen. Wir haben keine Antworten. Aber ich habe etwas, das dir helfen kann. Klär deine Gedanken. Was meinst du? Nimm dies hier. Sieh tief hinein. Es könnte dir vielleicht helfen. Was ist das? Das ist eine Art Kristall. Es ist nichts, das er erklären könnte. Du musst es selbst probieren. Ich verstehe. Du, ich überhaupt nicht. Excuse me. Du bist also Asura. Du hast ursprünglich eine nurische Prinzessin, richtig? Bedeutet das? Sind wir verwandt? Ja, ich bin Asura, aber wir sind nicht verwandt. Aber ich dachte... Verzeih, ich kann meine ganze Vergangenheit noch nicht preisgeben. Bedeutet das, dass du ursprünglich nicht aus Nur kommst? Warum so geheimnisvoll? Warum rückst du nicht einfach mit der Sprache raus? Ich versichere dir, ich habe meine Gründe, die wir vielleicht in Fire Emblem Fates Offenbarung erfahren werden. Aber ich gab dir alles, um die Antworten zu finden. Mehr kann ich nicht tun. Na schön. Dio, was hast du vor? Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht bereit, den Verrat an Nur und das Entzweien unserer Familie zu vergeben. Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich verstehe. Ehrlich gesagt, ist das alles irrelevant. Keiner von euch scheint zu ahnen, wie stark Senna geworden ist. Dio, ich habe so mit Senna trainiert. Ich weiß, er ist stark, aber ich bin bereit. Du meinst eure niedlichen Übungskämpfe auf dem Dach? Du weißt, dass er immer Nase mit dir war. Du weißt das, richtig? Senna meint es jetzt ernst, Michael. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Du kannst zwar mich und meine kleine Armee von Ungesichten heute stoppen, aber ich glaube, dass ihr Senna nicht einmal gemeinsam besiegen könntet. Er kann nicht so stark sein, oder? Was können wir tun, Leo? Es gibt wohl nichts, was ihr tun könnt. Ich weiß, was ihr versuchen könnt. Pilgern nach Dingsbums. Notresagasse? Das Land der Philosophen? Was soll uns das bringen? Notresagasse ist die Heimat der Regenbogenweißen Biberast. Ich weiß nicht, wer er ist oder was er tut, doch Sender besucht ihn vor Jahren. Bei seiner Rückkehr besaß er so viel Macht wie noch nie zuvor. Ich frage nicht gern, aber wie weit entfernt liegt Notresagasse von hier? Noch wieder zurückgehen und dann sind wir doch. Ja, ich überspringe es ein bisschen, Leute, weil der Part ist schon lange vorbei und ich will jetzt endlich das Kapitel abschließen. Was ist zu tun? Selbstmord. Sagt die Wahrheit über Sender. Oh, that's it. I'm so sorry. Huh? Ja, nicht wahr? Natürlich, wir stehen alle hinter dir. We can do this. Thank you. Was ist ein Buch? Was Asura mir gab. Listen. Und das Buch, die Macht für eine Hin- und Rückreise. Cool. Also wenn Senna schon so stark ist wohl erst recht König Karen. Weil ich schätze mal, ist hier sicher der Endboss, obwohl er vermutlich bei Herrschaft ja auch der Endboss ist, bei Offenbarung vielleicht eine Art Zwischenboss, aber da keine Ahnung, ey. Du bist ein Naturtalent als Anführer, Michael. Jo, das haben Let's Players an sich. Mein lieber und wertvoller kleiner Bruder, klein vor allem. Ich bezweifle es ja ein bisschen, Leute, dass wir da wieder uns irgendwie zusammenfinden werden, aber okay, mal gucken. Gott sei Dank. Freunde, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. In diesem Part werden wir noch ein bisschen Schlussgespräch haben mit Felicia. Und ich denke mal, es wird Zeit für die Hochzeitsglocke, zumindest mal für die beiden. Und dann, jo,
mal gucken, wie es weitergeht hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis auf dem Weg zu mehr Macht und ja, Sender dann schon bald vermutlich und sicher auch noch der Camillo und der Rest der Familie und König Garen. Ich bin gespannt, was Vermächtnis für uns so noch in petto hat. Vor allem natürlich dann zum Schlussspurt, wa? Bis dahin, ciao zusammen!